Schmache super, mir sie leider just ein bisschen wotlich und geht nicht durch für zwei. Ich hatte ein Problem, tun sich permanent Wolken zwischen Sonne gequetscht und dafür sind sie wirklich nicht warm genug, und schon noch keine Lust zu werden. 3-mal die wiederholen, wie der Tote gebaut hat. Der Mr. Science. Der Joseph hat sich die letzte paar Wochen ganz intensiv mit der Energie von der Sonne beschäftigt. Aber weil er noch kann mit der Sonnenstrahle Strom produzieren, wollte Joseph eine Solarzelle selber bauen. Und anscheinend hat er alles, was er dafür braucht, daheim. Wann er bereit ist, ein paar Opfer zu bringen. Genial, die Sonne. Nicht nur, dass sie mal Energie in Form von Hitze gibt, aber sie gibt mir direkt auch Energie in Form von Strom, mit der ich das Licht und Licht kriege. Was das alles, was du heute für ist? Nee, im Experiment von Haut will ich gerne meine eigene Alternativ-Solarzelle herstellen. Und ich habe hier eine Beschreibung am Internet gefunden. Ich brauche just folgende Sachen. Ein bisschen elektrisch ledend Glas, dann brauche ich Titandioxid, Farbstoff, ein bisschen Jod, Graphit und noch ein bisschen Glas. Und das kann ich mal besuchen. Wow, das kriegt ihr ja an allen Supermarché. Voilà, schon alles gekriegt, was ich brauche. Das ist das Einzige, was mir fehlt. Das ist ein bisschen Jod und das hatte ich einer am Labor. Ja, und ein Glas, das elektrisch ledend ist. Wenn du mal überlegst, eigentlich müsste das hier von meinem Tablet auch gehen. Und das montiere ich mal auf. Joseph, du opferst den da nur nicht wirklich. Mach das nicht. Aber ja doch, ich muss das ja aber probieren. Ja, vielleicht kriegt ihr in der Satzsteck, was schon Futti ist. Ich hoffe halt für dich, dass das funktioniert. Joseph! Eieiei. Voilà. Du brauchst natürlich einen Plan hier. Als erstes mein Glas. Darüber könnt ihr den Halbleiter, an den ist an der Zahnpaste dran. Und das ist ein Titandioxid. Und darüber könnt ihr den Farbstoff. Und der spezielle Farbstoff, den ist auch an der Hambi dran. Voilà. Und auf eine zweite Glasscheibe könnt ihr ein bisschen Graphit. Und der Graphit, das ist nicht anders wie Bleistift. Noch ein Drops Jod. Und schon ist meine Solarzelle fertig. Und die kann ich an dem Labor auf ein Spellwall bei Solarforscher testen. Hier sind richtig. Mr. Science, meinst du wirklich, dass du auf der Uni heute ein Hamburger-Sandwich testen? Lass die doch schaffen. Salut. Salut. So, hier ist meine selber gebastelte Solarzelle. Kannst du die testen? Eng Solarzell. Also ja. Wat den Zout hat, den leist du schon mal richtig méi. Du musst ein bisschen proper schaffen. Ne? Du musst den ganzen opdrohen, sodass das ganz transparent ist. Ich gehe da mal dat geleiten Glas mat mal dummer schaffen und dann auch noch das Uleitung. Damit es besser klappt. Okay, merci. Tja, schenkt wohl aber nicht so einfach zu sehen, für eine Solarzelle selber zu bauen. Langst ein bisschen Spezialmaterial komme ich wohl nicht so langst. Voilà, hallo, geht präzise geschafft. Selwicht wie firrun gëtt mat zensiv geschafft, méi just mat enger hauchtener Schicht. Die Dënne dann iwwer 400 Grad Celsius erhëtzt gëtt, wobei dann all die onedeg Sachen verdämpen. Aus den Hambieren gëtt den Saft dann rausgeholt. Den Hambier Jus firft Schicht blo. A fir de recht ass den Opbau vun der Solarzell den nämlichchten. So, Mr. Science, dat du gesäit je Lummer bësse besser aus méi, wie soll dann lo aus der Zensee, wann aus Hamburg überhaupt elektrische Stromen stoen? Naja, für das zu erklären, brauche ich meinen Powerwagen. Patrick spielt hier an der Erklärung die Farbe von der Solarzelle. Wenn etwas farbig ist, heißt das, dass viele freie Elektronen dran sind. Und Elektronen, das sind die kleinen Teilchen, die auch für den elektrischen Strom verantwortlich sind. Wenn eine Energie von der Sonne auf den Farbstoff trifft, passiert Folgendes.
Die Energie die get absorbiert an Dono ginnt die Elektronen op een hegen Energieniveau katapultiert. Am normale fällt den Elektronerem Ruf an dobei verleiert den seg Energie an het getëtzt aufgestalt. Den Trick bei der Solarzell ass den, dat de Farbstoff nieft engem Halbleiter ass, dat ass de weiße Farbstoff aus der Zahnpasta. Den Halbleiter de kann die Elektronen op engem hegen Energieniveau opfänken an den Elektron mat heger Energie kann dann durch den Stromkreis auffließen, wo ein Motor undreift. Der Jod an der Graphit die sind just responsabel für den Elektron zurück bei den Farbstoff zu bringen. Ein geschlossener Stromkreis also, der von der Sonne umgedreht wird. Okay, dann hoffen wir, dass der doch bei deiner Hambier Solarzell so auflebt. Voilà, die Heizung die muss besser klappen. Okay, na komm mal gucken mal. Maja, da sind ich mal gespannt. Ja, also eine Hambi-Power. Ja, also eine kleine Spannung haben wir gemusst, mit richtiger Energie haben wir keinen gewonnen. Nee. Wenn ihr die optimisiert, das können richtig gut Zellen sein, so wie die wir momentan kommerziell kennen. Aber das wäre eine flotte Aufgabe für die Vakanz. Ich meine schon genug für die Vakanz zu nehmen. Für uns merci. Joseph, erhol dich lieber, weil nächste Saison geht mit mir einfach.